Meine Damen und Herren, verehrte Zuschauer, das Warten hat endlich ein Ende. Vergessen Sie bitte alles, was Sie bisher an Unterhaltungssendungen gesehen haben. Kabel 3 präsentiert Ihnen heute live die spektakuläre neue Show, die es wirklich in sich hat. Freuen Sie sich mit mir auf Ihre Sendung, das Waldcamp von Hölln. Begrüßen Sie bitte mit einem donnernden Applaus die beiden wunderbaren Moderatoren Heidi Krause-Winkelmann und Norman Kühnapfel. Ja, hallo, liebe Nation. Endlich ist das wieder so wie. Hier ist Kabel 3 und wir sind zum zweiten Mal wieder in ein Waldcamp. Und ich bin ein Panik aufgeregt, was wir heute das mal belebt. Gar die das auch so, liebe Norman? Richtig, meine liebe Heidi. Wir sind mal hier in der wunderbaren Dorf Hölln. Die Fernsehsender Kabel 3 hätte keine Kosten und Mühen scheuen, den Kandidaten das hier so gemütlich wie möglich am Morgen. Hat man auch immer oder gewöhnlich verstanden macht. Nicht wahr, mit Herrn Norman? Aber ja, Heidi. Hölln, das Dorf, das hätte als so Forken die Siegen von der Haag gefüllt und ist Jimme wird positiv auffallen. Genau, erst für ein paar Wochen hat Hölln die Uteignung als schönste Dorf vom ganzen Kreis kriegen. Und dort auch kann ich bloß singen, wow. Und darum hätte Landrat mit, Düsseldorf sind tough, Düsseldorf sind cool und schön nu die gesamte Nation live auf Kabel 3 präsentiert werden. Tja, just so ist das. Für Dorge teilt hier in das Waldcamp 6 Menschen in, die sei live taugliches nach Hause in den letzten 20 Tagen per Telefon bestimmen können. 26 Bewerber gab es, die hier auf diesen idyllischen Flecken eure Sympathie gewinnen und ihr eine Weg lang wiesen wird, dass sie vor nichts zurückgeschrecken. Egal, was für Aufgaben wir auch stellen. Und sei habt entschieden. Keiner von den Kandidaten weit, mit wen er das hier eine Woche lang aufholen muss. Das bringt doch auch viel mehr Spannung in diese wunderbare Show, nicht wahr? Und nun will wir so gar nicht länger auf die Folter spannen und das Geheimnis endlich lüften, was für 6 wunderbare Menschen hier nur aufeinander träfelt. Von der taugliges Torhus wählt, den Mann für Recht und Ordnung. Begrüßt Sie mit uns den Bürgermeister von Hölln, Alexander Heidfeld. Bürgermeister, ist das schön. Herzlich willkommen in das Waldcamp. Ja, hallo. Tja, die Taugigers haben entschieden, dass sei liebe Bürgermeister Heidfeld hier für Dorge in den Waldcamp in Teil. Und wie freut sie sich? Tja, das ist eine ganz große Ehre für mich, dass sie mir hemmen wird. Und ich schalte von alles gern wieder aufgehoben. Und werde die Bürgers von Hölln nicht enttäuschen. Ich kann mal bloß mal hoffen, dass so Forken für mich anraubt. Dann will ich am Ende auch als Gewinner gut gehen. Und die 1 Million Euro mitnehmen, die ich dann selbstverständlich da 100% in unsere Dörf stecken darf. Und da schnitt die Gaue Bürgermeister ein ganz wichtiges Thema an. Denn der Siegerleibe Taugigers kriegt sage und schreibe 1 Million Euro. Die Hälfte muss in irgendeiner Art und Weise für das schöne Dorf verbucht werden. Aber 500.000 darf der Gewinner selbst. Wie sagt man so schön? Ja, sinnlos auf den Kopf hauen? Verprassender Lust und Laune, nennt sie das, wie sie will. Aber hier habt wir all das erste graue Hart in use Waldcamp gefunden. Denn der Bürgermeister Alexander Heidfeld möchte, wenn er dann gewinnen soll, die gesamte Summe in der Dörfrin stecken. Eine bannig nette Geste, Herr Heidfeld. Auf diese Schleimerei allerdings ankommt, blüfft er
an die Fernsehapparate überladen. Och, Heidi, du und dein Humor. Bitte, liebe Bürgermeister, nehmen Sie doch Platz. Naja, das sind die Taugigers, die entscheidet. Sie können 24 Stunden lang jeden Tag für ihren Lieblingskandidat anrauchen. Und dann 7 Tage lang. Gut wählt worden ist hier in Düsseldorf keiner. Kicken Sie also gaut hin, wer von den 6 Waldbewohnern Irrtuhus nicht so grün ist. Wer die Sieger wird, das wählt wir von Tage in eine Wege. So soll das werden. Aber geht doch mal, Heidi. Die Plädoge von unserem sympathischen Bürgermeister, die sind aber ganz schön nobel und finnig. Ob sei allerdings passend für eine Wege Waldcamp ist, nur, ich fang wohl an, das zu bezweifeln. Da möchten wir wohl noch was verändern. Und da wird wieder nun Glicks die zweite Kandidatin hier begrüßen. Meine Damen und Herren, auch in einer 6 Lühe, die sei wählt habt, hier die Frau von Höhm, die jeder kennt und die für das horizontale Gewerbe zuständig ist. Claudia Keller! Ja, hi. Ich klöf das nicht. Ich klöf das einfach nicht. Claudia Keller, komm zu Taus. Hi, geil, dass ich hier bin, drauf. Echt geil. Claudia, wer hat das gedacht? Wären Sie überrascht, als man die frohe Botschaft vorkommen lassen hätte, dass sei unter die 6 beliebtesten Lühe von Höllentorf sind? Überrascht? Naja, wie kennt eben jeder. Zumindest die Kerls. Aber blieb mal auf dem Teppich, ja. Erstmal hätte noch keiner im Leben Sättung gesagt, Sweetie. Und wenn die Lühe mir hier sein wird, bitte. Aber dann will ich auch gewinnen. Wenn ich denn das hier eine Woche lang unter Böhmen mit Spießern und holen muss, kommt ja keine Kohle rein. Mein Körper will hier ja wohl keiner. Also, lord mich nicht in Stich, Gidor an die Fernsehapparate und raucht vor mir an. Tja, da hast du wohl recht. In der Arbeit scheißt du hier in die kommenden 7 Tage wohl nicht nachbauen können. Das heißt, Was kriegst du mir so an? Seid pflegt so gut, dass ich sowas suchen kann? Und du auch noch bezahlen? Einfach lächerlich. Ah, teufelt man ab, Baby. 7 Tage Abstinenz können verdammt lang wären. Mit 50 Piepen bist du da wie? Gott, der Geschlecht. Eine Schande, dass sowas überhaupt hier ist. Ey, nun blieb mal geschmeichelt, Meister von Bürgers. Anders wie sich die mal neuen heimkriegt, der Bunny viel weiter achterlässt. wie Sie an den Bildschirmen Taus deutlich erkennen können, werden hier just die ersten Freundschaften schlagen. Und so scheitert ja auch weder. Bitte, liebe Claudia, setz dich doch hoch. Denn wie wird nu den 3. Kandidaten hier begrüßen? Hier kommt hei, ich sag die bloß und führe mich nicht in Versuchung, sondern erlöse mich von den Waldcamp. Ein Mann für Geist und Glauben, der Dörpspastor von Hölm, Christoph Budde! Pastor Budde, herzlich willkommen in das Waldcamp. Guten Tag. Wenn ich das mal so sagen darf, dann bin ich dankbar, wenn den Taubkickers das recht ist, dass ein Pastor hier durch Bier werden schall. Ja, die fragt uns auch, Herr Pastor. Die Mischung hier, die können du krasser gar nicht wählen. Ach, und wie seid, habt seinen Bauch mitgebracht. Was lässt wir denn jetzt? Schön, wie das kennen. Norman, du siehst doch wohl, dass das ein Bestseller ist. Ach ja, wisst mal her. Ach, das Bauch halt die Bibel. Ha. Aber wer ist da eigentlich der Autor? Ich finde doch gar nichts. Norman, bitte. Die Bibel hält viele Autoren der Kühnerfüll. Und wer weiß, vielleicht wird es sogar sinnvoll, wenn wir hier in Waldcamp die Hobe lesen und miteinander auf Gottes Wort nachdenken. Ja, aber dann bitte bloß die Story von Maria Magdalena. Die Tusse ist mir sogar sympathisch. Ja, wie kann denn wohl auch anders?
Der hätte eher einen Lärmstil auch nicht so ernst genommen, so als sei. Ah, ich mag die fertig hier. Täuft das man ab. Oh, da fahr ich mir doch. Wärst nicht vergrält miteinander. Verurteilt ja nicht wegen ihrer Manieren oder ihrer Arbeit. Seid mit das harte und heft your life. Ja, so wie kommt das noch? Dass ich anfang, düssen Kerl live zu haben. Ha, der was mir allemal unsympathisch. Man gaut, das wolle wer wollen sind. Köstlich, einfach köstlich, was hier in all den ersten Minuten passiert. Herr Pastor, gesellen Sie sich doch bitte, schau die beiden Engel. Ja, gern. Denn wie wird nun das Parkett vollmorgen? Und begrüßet hier herzlich die 4. Kandidatin, die wohl beliebteste Grundschullehrerin von Hörn, Annemarie Krüger. Herr Bürgermeister, Gauendach, Herr Pastor, schön sei hier tau sein. Tacho. Claudia, Kind, was ist bloß um die wohl? Aber naja, du wirst in die Schaulüchörchen sagen, Kind. Die Krügersche, ich präg zusammen. Ich hab bestimmt weniger Sorgen als du. Sag mal, wo du auch von da immer noch mit Fräulein Krüger angehört werden? Beste Badre. Die Krügersche hätte damals gerufen storn, dass alle Scheulers so Fräulein Krüger nennen müsst. Hätt auch sicher sie einen Grund hat. Ich wette, die geht von Düsse eher, ohne dass da einer Biewesen ist. Boah, das ist wie vulgär. Besser vulgär als unspektakulär, so wie du, Bürgermeister. Claudia, wenn Fräulein Krüger doch eine ehemalige Lehrerin werden ist und die wird von da noch immer lütsche Differenz mit noch trägt, dann können die doch hier in Waldcamp die Zeit nutzen, immer alles von vorher zu klären. Carpe diem. Nutzet den Tag. Padre, ich denk, dass ich das Wetter nicht unküren schall, was ich von Düsse gute Person hole. Und du? Vielen Dank. Ich trinke meistens bloß an Abend und Lüftgefräßen. Also, liebe Kandidaten, ich bitte ja auch. Sollt es doch nur erstmal die Annemarie begrüßen. Annemarie Krüger, herzlich willkommen in das Waldcamp. Gauendach. Frau Krüger, Fräulein, bitte. Also immer noch Jungfrau. Ich geb das ahnt. Annemarie, fein, dass wir uns sei hier. Aber wie die seid, habt seine Tasken mit Provianterbier. Und das, meine liebe Annemarie, ist leider nicht erlaubt. Was das zu essen gibt, wird miteinander bestimmt, hier in das Waldcamp. Proviant? Du sind innerlang eine von der Schaule. Umsetzung die Torte von meine Scheulers, die noch korrigiert werden wird. Ich präg zusammen, so was die all vor 20 Jahren. Ach ja, und das stimmt auch, Annemarie? Bleibe Kind, wenn sie mich nicht klövet, dann kiekt sie doch nach. Ja. Tatsächlich. Bloß Schaum in der Augen, meine leiben Taukickers. Das geht hier also alles mit rechten Dingen tau. Was sei von mir denket? Die denken in erster Linie, dass diese Mischung hier in das Waldcamp nicht später wählen können. Und wie hier, Entschuldigung, sicherlich köstlich unerholen wird. Fräulein Krüger, bitte, gesellen Sie sich doch tau die anderen. Denn sie wird nun den 5. Kandidaten begrüßen. Ich, und ich denke, meine sympathische Kollegin Heidi, die sieht das genauso, bin froh darüber, dass er hier ist. Denn man weiß schon nie, was so passiert. In Höm hat er seit Jahren als seine Praxis und seine Patientenkartei ist pralle füllt. Meine Damen und Herren, der Doktor für Allgemeinmedizin und Gynäkologie, Dr. Stefan Dreier. Herr Bürgermeister, Fräulein Krüger,
Herr Pastor, Claudia. Ei doch, eins klar. Claudia liegt wie hier Träfe, Claudia. Die Ergebnisse von einer Säugung nicht. Na, wen soll das wundern, wenn der sich nicht an mittlerweile Krankheit empfangen hat? Hol den Klappkrügerlein. Doc, seht nicht, dass ich einen Tripper hätte. Also Wecketypen sind ja so was von ätzend. Diese eine stinkende Bock von letzte Werke hat tatsächlich von mir verlangt, dass ich... Stefan, komm doch auf Taus, damit wir auch die begrüßen können. Für gesundheitliche Diagnosen ist doch leider Schimmel noch tief. Junge holt es noch, Claudia. Hallo. Hallo. Sind wir alle auf Sendung? Aber ja, KB3 sendet die Show doch meist aus 70% live. Und wo sind die Kameras? Oh, ich bin ganz aufgeregt. Wo die Kameras sind, soll keinen von unseren Kandidaten interessieren. Das soll es doch bloß den Spaß nehmen. Aber da gibt ja wohl keine Kamera in den Schlafkammern. Oder auf die Klos. Oh, Dr. Dreier, was stellt sei denn bloß für komische Fragen? Kabel 3 hätte das hier alles im Griff. Genau so ist das. Aber du bist mir überrascht, Stefan. Der Pastor hat sie eine Bibel dabei. Fräulein Krüger, die Schultaske, die Bürgermeister. Meine Bürger, ich hab einen kleinen Bürger und hören noch wir. Da bin mein Haken. Oh, bitte verschon uns. Ja, und Claudia hätte... Ja, Gummis. Ein paar Dutzend. Man kann ja nie nicht werden. Ist wie eine Lebensversicherung. Die hätte ich natürlich auch hier dabei. War nicht vernünftig, Claudia. Ist das gräsig? Na, du weißt doch gar nicht, was man da mitmacht. Enthaltsamkeit ist keine Sünde, Claudia Kind. Machst ja recht haben, Padre. Aber lebenslange Brüderie ist auch nicht das Gelbe von Ei. Stefan, Dr. Stefan Dreier. Fein, da die Bürgers von Höhm auch ein Doktor hier dabei haben wird. Was uns aber eigentlich wundert, die vermissen einen Doktorkoffer wie die. Naja, ich bin ja nicht in Deinst hier, denke ich. Da hätte ich die mal ganz bewusst Huselorden. Ja, und das ist auch in Ordnung so. Denn wie habt ihr Ihren internen Walddoktor von Kabel 3, falls er denn einen oder anderen mal nicht so gautgorn schöll? Oder wenn ich irgendwen die Augen gut kratzen oder was abschmieren soll. Oder sich irgendeiner hier bloß eine lichte Grippe holt. Was wir eigentlich hoffen wird, genau. Aber dennoch ist er doch Gauterwelten, dass auch ein Doktor hier dabei ist. Bitte, nehmen Sie doch auch Platz. Danke. Oh, ich bin total aufgeregt. Wo sind denn nur die Kameras? Denn wir würden nun die letzte und letzte Kandidatin hier begrüßen. Tja, meine lieben Taugigers, eine Person fehlt uns noch. Dann ist das Team von dem Waldcamp von Höhm komplett. Und über diese Person freut mich ganz besonders. War die das auch so noch mit? Heidi, du hörst das, was ich just denke. Nicht alle Menschen hätten eine Arbeit stehen. Auch nicht hier in das schöne Dörp. Und den einen oder anderen trefft es sogar so hart, dass er nicht mal einen Dack auf dem Kopf hat. Doch wenn sei auch Taude Unterschicht gehört, so ist er dennoch beliebt. Denn sei es wählt worden, um hier mal ein ganz anderes Leben zu führen. Wenn auch bloß für eine kurze Zeit. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit uns den beliebteste Obdachlose von Höhm, Erna Telkamp! Nehmt mir doch das blöde Ding von den Augen. Ich bin froh, dass ich noch sein kann. Doch, das alles nicht. Was schallt das hier? Wieso schall ich in Walde mitteilen? Halli, hallo, Erna. Herzlich willkommen in das Waldcamp. Fein, dass du da bist. Kann mir mal einer aufklären? Wer immer eins in der Welt
hätt mich anmelden für diesen Kram hier. Seit 4 Jahren lebe ich jetzt in der Bahnbrücke. Und ich bin da gautaufrieden. Und um Eises kommt da einer an, die sagt, da sind Minsten, die möchten, dass ich umteilen. Und nimmt mich mit. Genau. Du kriegst die Chance, hier als Gewinnerin Ruhe zu gehen. Und danach vielleicht ein ganz anderes und für alle besseres Leben tauchen. Und wer hier hinwählt, hier, das wird wir auch nicht. Nun bist du hier und wir fragen uns. Aber ich bin doch ganz zufrieden mit meinem Leben. Okay, ich hätt Pech gehabt. Seit mein Fidi mich vor 4 Jahren verloren hat, bin ich manchmal ein bisschen alleine. Aber er war krank und es gab keine Hilfe für ihn. Aber die Winter in Deutschland, die sind mild geworden. Und Schmachtleer habe ich auch noch nicht. Die Lühe sind jünger, freundlich und jetzt niemand. Weil sie die möget, Erna. Und darum hätt's auch bestimmt, dass du nur hier wünschst. Und wie auch immer diese Wege enden macht. Es geht hier mit Sicherheit nicht schlechter als unter einer Brücke, Erna. Na, das sei ich ja noch. Hier sind ja auch so viele Lühe. Eine Obdachlose. Wir haben tatsächlich einen Penner über uns. Die gehört eine gute Seele, Fräulein Krüger. Ja, Spießi, das wären auch die Bürgers, die diese Frauen hierher wählt hätten. Möchte doch wetten, dass für diese Wahl nicht mit rechten Grund dabei ist. Wie die Bürgermeisterwahl ist auch was scheif gelaufen, denke ich. Freche Pink. Keiner. Wer ist live? Gott, ich bin so aufgeregt. Wo sind denn nun die Kameras? Mann, im Jocken, blieb mal locker. Erna, kommt in unsere Mitte. Auch sei sind ein Kind von Gott. Und so wie sei sind, hat Gott sei gern. Aber nicht so schitterig. Und mit dem Wittgenbärteren Geruch hat Gott sich just so gern. Besser schätzerig an Liebe als Dreck in der Charakter. Das hätte ich nicht gehört. Das hätte ich aber secht. So, wenn die meint, dann setz ich mich mal wie jau hätten, ne? Hätt mal einer eine Zigarette von jau? Aber klar. Danke. Bis gaun der. Wir sind komplett live Nation. Alle 6 Kandidaten sind angekommen und nun geht unser Spell hier in das Waldcamp los. Jeder von den Bewohnern hier hat eine spezielle Nummer, die sie an die Telefonnummer anhängen können. Und diese seid ihr nun inblendet auf die Bildschirme. Ab sofort drückt sie anrufen und sagen, wer von den 6 Waldbewohnern sympathisch ist und wer hier nach einer Woche als Sieger Hutgang schallt. Ja, so soll das werden. Das wird ein Riesenspaß hier. Das trifft wie nur als singen. Und bevor wir ja nun die erste Aufgabe präsentiert und dann alleine lautet, möchten wir noch wetten, ob ja noch irgendeine Frage mitbringt oder sie noch irgendwas wetten möchte. Oh, ja, sicher. Wo genau sind eigentlich die Kameras? Und wie viele gibt es da überhaupt von? Du ist das aber gaut, Herr Doktor. Also ich habe hier noch was schau den Kramers wissen. Hätt wie Einzelkramers oder wie ist das hier regelt? Annemarie, Schätzchen, wir sind hier im Wald. All vergelten? Das KB3-Team hätte hier eine Hütten und Holz gebaut. Diese Ingang hier ist für die Kerls und die Achtern ist für die Damen. Ich scheine mit einer Person unter das horizontale Gewerbe und mit einer Obdachlose in eine Holzbaracke husen. Aber ja, ist das denn nicht wunderbar? Und die sanitären Anlagen, die befinden sich hier. Ich denke, dass morgen nur noch 5 Kandidaten hier sind, weil eine tot ist. Entweder hätte sie sich umgebracht oder dort einer nachholen. Möglich. Fragt sich bloß, wer das ist, du Frömmchen. Kinder! Ist das nicht köstlich hier, mein liebes Publikum? Dann schauen wir nur auf Klicks mit der ersten Aufgabe anfangen, denke ich.
Ja, so schall das werden. Und da hätten Sie auch all. Die erste Aufgabe. Liebe Lühe, die erste Aufgabe, wie die Sie hier richtig punkten könnt, steht unter dem Motto Modenschau im Waldcamp. Und hier sind die Paare, meine Leiden. Hinten in einem kleinen speziellen Waldfundus stehen euch verschiedene Kleidungsstücke zur Verfügung. Welche ihr wählt, ist euch überlassen. 3 von euch werden hier gleich modeln und die anderen 3 werden den Auftritt kommentieren. Lasst bei eurer Performance, bei euren Ideen freien Lauf und macht es für die Zuschauer so interessant, dass sie euch dafür lieben werden. Und das bedeutet, die Brücke 3 Tore, die das Kabel-3-Team all bestimmt hätte. Kann du wohl nicht vorstellen. Auf das noch. Das kann doch ganz lustig werden. Und sicher holt die Kameras das alles faste. Wo sind die bloß? Und hier sind die Paare, meine Leiden. Das erste Modelpaar ist Pastor Budde und Claudia Keller. Egal, Padre. Give me 5. Ach so, ja. Kick dir mal, was die don't market. Du hast wohl eine gaue Figur machen, egal in was für eine Kleidage. Padre, wer sich denn das ich nie verkläre? Ja, Stormy B. Das zweite Modelpaar sind Uso Bürgermeister, Alexander Heidfeld und Erna. Seh ich nix! Ich war Gaut, definitiv. Und somit startet noch das dritte Duett faste, nämlich Dr. Stefan Dreier mit Use Gaue, Lehrerin Annemarie. Naja, immer noch besser als hier. Seh ich nix! Oh, du warst mich auch als im Mund geboren. Das ist ja interessant. Ach, Frau Krause-Winkelmann, ich habe hier einen ganz großen Diktate und Sätze, die jetzt noch korrigiert werden wird. Das ist jedoch sicherlich möglich. Ja, also, wir schulden auch endlich mit der C aufhören, denke ich. Es ist bloß besser, wenn wir uns duzen. Also ich sieht's kein. Bloß zur Info. Sind die da alle mit Infos da? Wird wir denn überhaupt noch irgendwas fragen? Man kriegt doch noch nicht mal Antwort auf wichtige Fragen. So, Sie habt dann nun 10 Minuten Zeit für diese erste Aufgabe. Einigt ja untereinander, wer die Plädoyer präsentiert und wer den Kommentar dort abgibt. Und wie sind denn Glieksvedor, viel Spaß, viel Glücke und Bett Glieks. Tschüssi! 10 Minuten? Wie soll man das denn bitte schaffen? Hallo See, wir können doch nicht einfach gehen. Und wo sind hier die Umkleidekabinen? Ich habe noch so viele wichtige Fragen. Rügerlein, 10 Minuten ist doch ein Kinderspiel für die Wesen. Irgendwas schön die wohl für die Hemden. Einen schönen wohl Unerrock und einen Schlüpper mit Wein in Schwienrosa. Herr Doktor, oder darf ich ernsthaft Stefan sagen? Ich mein wegen Lipität. Sicher. Also, dann komm bitte mit einer Achtern, dass wir diese Peinlichkeit Achter ausbringen und uns nicht länger hier mit einigen Minzken doof werden möchten. Aber gern. Denk mal, hast du als irgendwo Kameras sein? Oh nee. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, mit was für Plädage uns die blöde Frauen Minske überraschen darf. Claudia, kontrollier die Zunge. Ist doch wahr. Und 10 Minuten sind ganz schnell vorbei. Vielleicht schön wie uns nur Klamotten weg morgen. Padre, ich bin so weit. Aber ich weiß gar nicht, ob ich diese Aufgabe gewusst bin. Ich kann wieder gar nicht aus. Aber ich, nun komm, das wird eine Mordsgaudi.
armselig ist das Dorf hier. Aber was scheiße, die Mutter nur Dörr. Den Lussen hätte ich aber nicht. Ich mach die sowieso nicht. Du bist Bürgermeister, aber hast kein Hake für uns Obdachlosen. Wieso gibt das kein Hus für uns in Hörn? Das ist hier nun kein Thema. Wenn wir hier punkten und gewinnen wird, dann merkt ihr, hilft uns nichts anderes Arbeit als ein bisschen Blödsinn mit am Morgen. Ich kick mal, ich bin Kriegswehr durch. Na toll. Nu stoppt mi mal hier in diese dumme Waldcamp. Kann mi mal einer sagen, was das schalt? Und vor allen Dingen, wo der gibt das was für Erden hier? Aber zumindest ein Klo hätt sie hier. Das ist auch einmal was. Erstmal im Geschäft machen. Kick mal, Erna, was können dir denn gefallen von Flüsse? Erna! Erna! Na toll, den wir einfach abhauen, oder was? Laurenz, ich bin da, Alexander. Du kannst den Bauch und das neue Rathaus in die Wege leiten. Am besten schön morgen an die Grundsteine gelegt werden. Ich hätte die Millionen so gaut als sicher. Na hör mal, ich bin der Bürgermeister. Du sollst bei der Ehrenvorwärts hier sein. Alles bloß zweite Wahl. Ja, und wie ein Bauch und das Rathaus, alles bloß das Beste vom Besten, hörst du? Auch meine Privatkommandeur. Ich möchte noch das eine lübsche Wohnung kennen. Und die Waterhähne im Bad bitte vergoldet. Das mag ich besonders gern. Ja, mag das mal. Ich verlag mich doch die, ne? Ich muss den Schluss machen. Tschüss. Helga, ich bin da, Alexander. Du musst die ganz schnell was überlegen, dass du mir hier für ein paar Tage gut holst. Das ist die Hölle hier. Bloß primitive Bürgers und zwei total durchgeknallte Moderatoren. Das ist einfach in einem Niveau. Ja, sicher, weil ich da die Bürgers mir in Welt hätte. Aber wenn es einen wichtigen Grund gibt, dass ich das Kind noch für ein paar Tage verlauten muss, dann schall für jeder verstorben. Immerhin gar nicht um das Wohl von unseren Bürgers. Und sicher steuert den ganz besonders Gaut durch. Ja, nun streng ihn Hirn an. Als Frau vom Bürgermeister soll wohl kein Problem werden. Aber leg ihm mal was. Irgendeine Katastrophe, die jeder versteht, dass ich in Köln gut muss. Ja, du kriegst den Herzmantel doch höher, der du die Wünschen da hast. Ist besprochen. Hauptsache, du befreist mich hier von das asoziale Pack. Lichte Dirns und schmierig stinkende Obdachlose. Ja, melde die. Weg hin. Tschüss. Oh, Erna. Da bist du ja wer. Ja, hier ist die schmierig stinkende Obdachlose der. Heft bloß den Darm leer gemacht. Ja. Und wie lange bist du Aldor? Ich meine, du hast? Als hört, was du mit ihnen ganz
Den Mund verwehren, Leute, die von die ganz sicher nicht. Hast du das verstorben, Bürgermeister? Ja, hab ich, Erna. Meine Frau Telkamp. Ich finde doch ganz sicher noch eine Lösung. Mit einem ganz harmlosen Spiel fangt die an, die düsse Staffel von der Waldcamp von Hörn. Denn was die Kandidaten anders noch so erwartet, das beobachtet die Wetter noch nicht. Aber Norman, sei mir doch keine Würmer oder Käfer eten, so wie in anderen Fernsehshows. Käfer und Würmer vielleicht nicht. Aber das gibt doch noch so viel andere Schweinereien. Ja, und dann würden wir nun mal links mit der ersten Aufgabe anfangen. Annemarie und Stefan, sind Sie so weit? Ah, eine Maus! Eine Maus! Eine herzliche Maus! Du Leibe Himmel, was war's das denn? Das war definitiv unsere Gaulehrerin Annemarie, die wohl in Panik ist. Oder was das denn all am Ende die Mode, die sie uns präsentieren will? Also das sagt er noch innerwest gut. Annemarie, nun komm doch der Berut. Wie wird das Spiel noch spielen? Nee, die nicht. Die loben Vierbeiner-Schwimme. Füße, die so groß als Bisamratten sind. Die komme ich hier berufen. Ich helfe dir, Annemarie. Ist alles in Ordnung? Da sie nichts mehr. Das ist mal bloß eine. Und sicher gibt das eine ganz gute Familie noch von hier im Wald. Das hole ich nicht gut. Oh Gott, davon verhalte ich mich nie nicht hier. Tja, meine neigen Taukickers. Eine Mus hier in Düssenwald. Wer hat das gedacht? Aber Stefan hat sie erledigt. Sieht man das auch im Fernsehen? Vielleicht sieht man das nur sogar auf die Bildschirme. Was uns aber eigentlich viel mehr interessiert, Stefan. Was wird denn nun mit eurer Performance? Ja, was weiß ich? Annemarie jetzt hier eine Möbel tragen. Ja, was wie alle just seine habt. Und wenn sie nicht mehr unter Tores Hut kommen, hä? Oh, das war's aber schade. Dann kann ja das Publikum ja gar nicht bewerten. Ja, aber immerhin hätte ich die Mus umgebracht. Ne? Vielleicht bringen mir das ja auch Punkte. Möglich, Stefan. Ganz gut möglich. Tja, dann kicken wir doch mal, ob am Ende unser Pastor und die Claudia vor Ort sind für eine Show in Lage. Claudia, Herr Pastor, dürfen wir denn von jou eine Lübke Modenschau erwarten? Ja, da trifft sie. Das heißt, wenn ein Padre mich knippt, Warum Schulhei? Hei hat mehrere Gebete nach Boom schickt mit sein und so der Herrgott sagt, er möchte ihn verzeihen, denn ihr wisst nie, was er tat. Ich fand das umso geiler. Ja, weil die ganze Sorge immer so spannender morget. Annemarie, nun komm doch da wer ruht. Du verpasst doch alles. Und wenn du die noch fix übertust, dann können wir vielleicht doch noch ein paar Punkte sammeln. Nee, die nicht. Und mal weg mit die Mus. Und wenn es eine Tote ist, ich sterbe. Doc, Lord darin verrecken. Die will das doch so. Blieb jedoch wie unser zweite Chor. Hier hätte man sich wohl dort auch entschieden, dass Claudia die Moderation übernimmt und die Pastor die Kledage präsentiert. Ja, ich hätte dafür versprechen müssen, dass ich mal wer den Gottesdienst besorgt. Bitte Musik für die erste Show und unseren Pastor Christoph Bulle. Das perfekte Outfit für den Modewoche
Bibi. Großer Gott, Herr Pastor, wie pervers ist das denn? Genau, wie pervers ist das denn? Meine Damen und Herren, hegen Sie sich bloß die Verarbeitung von Düssenrock an und Düsse Beine, die Düsse Strümpfen so gut tragen können. Ich denke, das soll ja noch genügen. Und ich würde denken, das war ganz köstlich. Und vor allem sollen wir nicht den Mut vergessen. Herr Pastor, das soll ja von den Taukickers wohl Masse an Raubers inbringen. Und die Claudia mit Sicherheit nicht weniger. Eine tolle Idee, die Rollentau vertusten und dann auch noch Klamottentau präsentieren, die wirklich bannig gewagt sind. Also, mir wäre das ganz recht, wenn man diesen Auftritt von mir vielleicht kürzen. Oder sogar ganz stricken können, wenn das sendet wird. Ja, das ist schlecht, Herr Pastor, weil die live sendet. Ah, Herr im Himmel. Live? Nur in diesem Augenblick? Ja, genau. Herr im Himmel, schön schon gejobbert. Du aber auch, Krügerlein! Ist das köstlich, meine Damen und Herren. Und nun teufelt wir noch auf die dritte und letzte Show. Ob Erna Tellkamp und Alexander Heidfeld. Ich fort das nicht. Was passiert denn hier? Geil, Erna! Den Willen losmacht, aus dem Bürgermeister. Ist halt taudringlich worden? Weißt du ganz recht, Market Erna. Was hat das da für Dünen? Taudringlich worden ist er nicht. Aber Wertki, unser Bürgermeister, hat uns alle was mitteilen. Ist das nicht so, Herr Bürgermeister? Na, da sind wir aber mal gespannt. Ich Ja? Wie hört? kann jetzt die Frau anrauchen. Ja, aber Handys sind auch verloren hier. Ich weiß. Das ist eine miese Kröte, wa? Und Vira, was hast du uns noch zu sagen? Das hat leid und die hat alle was gaut wie mich. Hört. Erna, ich weiß nicht, wie du das mochtest. Aber das schien dir doch noch ganz interessant zu werden. Ja, das denke ich wie, aber auch. Nur mal ab hier. Was ist der Bürgermeister? Das passt doch gar nicht so schlimm. Und von denen, was du da die Frau gesagt hast, ist doch keiner was geworden wird lang. Ja, und das blieb doch so, nicht? Aber sicherlich. Noch mehr? Das würden halt 300. Du kannst dich glücklich schätzen, dass ich überhaupt so der Burger Bier hat. 300 für den 8 Mark, wo du denn noch? Das